Bitte was? Sola und Bitchiers Gangen ist so, ihr Stuart sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Wenn der Mr. Seitching schon wieder mit die Booties flext, dann muss alles gehen. Servus Wifi, servus Sei, danke dir für deine 69 Bits. Wie geht's euch? Alles flauschig zauberhaft, denke ich. Ich hoffe doch. So. Schauen wir mal, was das halt. Scheiße, ich hab meinen Ringer vergessen. Ah gut, das macht jetzt nichts. Kommen wir später auch noch hin. Schauen wir mal, was das halt wird. Heute wird's Kreisli. Ich glaube, dass es halt verdammt Kreisli wird. Für mich. Oder was heißt, ne, für mich an und für sich nicht, sondern für meinen Bimbus. Weil ich den wahrscheinlich massivst anstrengen muss. um da halbwegs unbeschadet halt rauszukommen. Weil, je nachdem, wie sich das Ganze zirkt, haben wir halt 3 Bosskämpfe. Einmal Klimainstitut. Genau, mit den dicken Steinen. Die dicken Dinger sollen aber nicht benachteiligt werden. Danke dir für deine 100 Bits. Erstens Klimainstitut, da wartet normalerweise der Kalle wieder mal auf uns, das war dann das 3. Mal. Kurz drauf, den nächsten Kampf, haben wir die Maike, also zumindest laut Original, und wir haben dann noch einen Arenaleiter. Jetzt schauen wir mal, wie wir da durchkommen. ASMR einschenken, jetzt sprengst du mich doch noch auf. Dann hilft es nicht. Ja gut, dann muss man jetzt schnell was zum Trinken holen. Jetzt hilft er mir jetzt nicht. Bis gleich, Moment. Ich muss schnell kurz mal in das andere Zimmer umhuschen. So, Dringer ist am Start. Frau Wifi ist besorgt um meine Hydration. Okay? Gut, jetzt passt super. Ja, wer gleich zurück sagt, kann sich nur um Stunden an. Naja, so weit ist mein Kiech jetzt auch nicht weg. Das war der Plan. Sehr gut, danke dir. So, jetzt pass um 8. Klappe. So, da machen wir jetzt gleich noch ein ASMR einschenken, weil ich habe gehört, mehr trinken soll mehr gut sein, und wenn es ist, dadurch auch mehr trinkt oder dadurch verleitet wird, dass mehr trinkt, ist umso schöner. Ne? Das Gute ist jetzt, da ist besonders viel ASMR und besonders viel Sprudel und besonders wenig Zucker drin. Das heißt, jetzt gibt es die doppelte Dosis, mehr oder weniger. Okay? Hm. Der hat es auch schon überstanden, da der angranzte Metallica B hier. Da geht die Folie schon runter. Der hat ein bisschen so oft die Spülmaschine gesehen, meine ich. Aber gut. So, aufpassen. Prost, ihr Säcke, genau, so nämlich. Also wenn das nicht zauberhaft ist, dann weiß es vielleicht nachher auch nicht mehr, gell? Wenn das nicht zauberhaft ist, dann weiß ich... Ich will ja noch nichts drüber haben.
Ist das so laut? Gamerb 98 HAWEDEYEY Binand. Mr. Billinger, habe ich dir merci für dein Resub im 6. Monat. Prost, merci dir. Viel Spaß weiterhin mit dem Mods und willkommen weiterhin in der Party Gang. Wifi, danke dir fürs Getränk, gell? Prost. Zauberhaft. So, jetzt bin ich gestärkt. Jetzt gehen wir ins Viech. Oder wie sagt man? Ein ins Viech, so sagt man. Dann können wir jetzt eigentlich die Musik eh gleich auslösen, ja, weil es eh schon wurscht ist. Und dann mache ich eine andere Musik wieder an. So. Audio brauchen wir, habe ich gemeint. Da ist der. Was ist denn jetzt schon wieder? Mr. Boxer, ich hätte jetzt eigentlich gemeint, der liest da was vor. Aber scheinbar nicht. Boxer, merci dir für deinen Resub im 8. Monat. Weiterhin willkommen in der Party Gang. Viel Spaß mit dem Mods, mein Freund. Kommst genau richtig zum Anfang. Mrs. Hinti, habe ich dir, grüß dich. Was geht bei mir? Ein Hardcore-Nuzlocke in Rising Ruby mit 3 Bosskämpfen vermutlich. Okay? Aber Moment mal, ich sag's ja noch gar nichts, abgesehen davon. Pro-Streamer, by the way. So, ja, das schaut ja gleich viel besser aus. So. Jetzt passt so. Jetzt machen wir das Spiel noch ein bisschen lauter, weil das ist irgendwie leise. Oder ein bisschen zu leise. Ah, da gehst du her. 75, das muss ja da. So, Freunde, wir haben letztes Mal. Was haben wir denn letztes Mal da? Letztes Mal war es relativ entspannt, tatsächlich. Warum war es relativ entspannt? Da war nur ein kleiner Bosskampf, der wo ziemlich einfach war. Auf der Südinsel, da haben wir unser Latios erhalten. Das wir noch unseren Mr. Price benannt haben, ja. Ansonsten ist letztes Mal nicht sonderlich viel passiert. Wir haben ein paar Encounter gesammelt und das war's im Großen und Ganzen eigentlich auch. Ja, wir haben also gefangen, unter anderem ein Reptile, das ist jetzt mittlerweile schon ein Gewaldro. Ich habe offstream dieses Ei ausgebrütet, was wir ja die ganze Zeit gehabt haben. Das ist, wie zu erwarten war, auch wie im Original ein Isso. Das heißt tatsächlich so, ist so. Was haben wir noch gekriegt? Wir haben ein Pachirisu gekriegt, wir haben ein Lapras gekriegt und wir haben auch ein Lampi gekriegt. Das waren ziemlich gute Encounter an und für sich. Ein Porygon haben wir noch gekriegt. Und ja, ansonsten ist eigentlich nicht allzu viel passiert. Die eigentliche Action wird jetzt dann stattfinden. Mrs. Hinti, ist bei dir alles in Ordnung, abgesehen davon. Alter, ich habe heute einen Blockplan von der Berufsschule gekriegt und der nervt mir ein wenig. Wie ein Blockplan von der Berufsschule kriegt. Verstehe die Frage nicht. Warum ist das? Ist so, weil ist so, ja genau. So, was wir jetzt tun, wir huschen jetzt einmal schnurstracks nach Laubwechselfeld. Das ist die Stadt ganz oben links auf der Map, weil ich möchte ein paar Pokémon überprüfen, was die zufälligerweise schon alles im früheren Stadium China haben. Unter anderem auch dieses Lapras, das was wir letztes Mal noch gefangen haben. Da möchte ich jetzt einmal auf Nummer sicher gehen und dann, Freunde der Sonne, werden wir uns schnurstracks Richtung Content aufmachen. Ja. Wir werden mal ins Klimainstitut vorbeischauen, da wird dann der Mr. Kalle wieder auf uns warten, der wo uns wieder mal Ärger machen will. Und dann schauen wir mal, dann wird schon. Da ich sagen. Wie ich halt dann Berufsschule habe, da habe ich über 2 Wochen Block und dann. Und in der ersten Woche war ein Konzert. Achso, ja, das ist natürlich, da darf ich an deiner Stelle. Da darf ich an deiner Stelle aber einmal sowas massiv den Strahl kotzen. Wir machen das jetzt Ganze natürlich jetzt ein bisschen anders. Und zwar, dass wir mir jetzt da so wenig wie möglich Zeit verplempern. Speed wir das Ganze ein bisschen ab, okay? So, wir machen da jetzt auf 300 Speed. Da hau ich wieder Musik ein und dann huschen wir mir mal ganz, ganz zügig in die nächste, in die Stadt, wo wir hin müssen, okay? Dann verbrennt man nicht ganz so viel Zeit. Mr. Ungaris, habe ich dir, grüß dich Gott. Alles fit bei dir. So. Raus wir mal schnell geschwind durch die Wüste, damit ja nichts passiert. Hast du nicht fliegen? Nein. Also ja, nein, habe ich noch nicht. Und selbst wenn, müsst ihr dir einen 6. Orden haben, damit ich es verwenden darf. Oh, da haben wir auch noch einen Trainer. Ja gut, hauen wir zusammen, macht einem nichts.
Das überlebt sogar, what the fuck? Mr. Bellinger, auf was für ein Konzert war's denn da gegangen? Autsch, das macht voll ganz schön viel Schaden. Bist du bescheuert? Hoppala, jetzt haben wir verdruckt. Am 12.10. auf Ektomorph im Backstage, aber nachdem ich heute in Mittelfranken hook, wird das nichts. Ach du Scheiße. Ich kenne zwar jetzt die Band nicht, aber müsstest du mal, ich weiß nicht, ob du da irgendwie eine Freistellung kriegen kannst, weil du hast ja schließlich das Ticket schon vorher gehabt. Aber da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Ich weiß es nicht, wie das gehandelt wird, tatsächlich. Aber den auch noch nicht gemacht, ich glaub's eh. Gut, naja, na, sag jetzt lieber nicht, weil das ist vielleicht nicht so die feine Englische, wenn ich das jetzt, ich wollte dir jetzt gerade einen Tipp geben, aber tue ich jetzt lieber nicht. Der ist ein bisschen grenzwertig, der Tipp, sagen wir es mal ja so. Topschutz haben wir auch nicht drin, ich glaub's eh. So. Gut, das ist die Stadt. Genau da wollten wir her. Hoppla. So, jetzt möchte ich erst einmal schauen, was Garados irgendwie in der Zwischenzeit einmal Kino hat. Leider nichts Besonderes, okay. So, wie schaut's dann bei Lapras aus? Müssen wir mal schauen. Das mir übrigens der Mr. Verb ist, ja? Der Mr. Verb wollte der Lapras sein. So, was haben wir jetzt da? Eissplitter, Aquavelle, Bodyslam, ja okay. Auch nichts Besonderes. Ja gut. Haben wir das also auch. Dann gehen wir Richtung Klimainstitut, Freunde der Sonne. Nein, weißer Voraussicht habe ich das Ticket nämlich noch nicht gekauft, weil es fast klar war, dass entweder auf die Woche, auf meine Geburtstagswoche oder gleich auf... Ach so. Du hast das Ticket praktisch noch nicht gezahlt, oder wie sage ich das? So. Sternenstück. Ja gut, das können wir verkaufen, das ist einmal nicht verkehrt. Dann wir noch geschwind ins Pokécenter, legen wir die diversen Pokémon wieder ab, die wir nicht brauchen. So, dann nehmen wir mit, ja, Megalatios auf alle Fälle. Und nehmen wir mal Kokowai wieder mit, das habe ich schon lange nicht mehr dabei gehabt. Achso, ja gut, okay, ist zwar dann trotzdem bitter, aber dann hast du wenigstens keine Kohle nicht verloren, so auf die Art, weißt du? Da wird man ja jetzt auch noch. Naja, so 46, 47 meine ich da, das darf man schon gehen. Blättersturm ist zwar nice, bringt mir aber nichts. Lass mir erst einmal so. Gut. Gehen wir noch schnell auf die Routennummer. Okay. So, geht's wieder normal dahin. Dann machen wir uns einmal auf Richtung Klimastation, Klimainstitut. Oh,
Oh, da war der Enton. Mr. Saiching, es tut mir leid, das darf man nicht mehr fangen. Da hätte es einen Enton gegeben. So, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Nicht das. Was ist denn vorn? Garados. Ja, das meine ich. Schott, dem glaube ich nicht so wirklich. Ey, du jetzt mal Latios, würde damit auch nichts passieren. Ja, da donnert's gewaltig. Weh, das war das Shiny gewesen. Ja, das war, ich sage mal so, wenn das jetzt ein Zufallsencounter wäre, der dann noch dazu Shiny ist, dann da ich ab morgen das Lottospielen anfangen. Sogar der Freiweg gewiss ist. So, da schaue ich jetzt einmal rein, weil ich mir nicht mehr sicher bin, was da drin gewesen ist. Und vielleicht kriegen wir da irgendwas Brauchbares. Aha, da werden wir noch kalt. Ja gut, okay. Immerhin. Aha, da gibt's. Das Heißel ist einfach da, dass da ist. Okay, ja gut. Was ist mit dir? Du bist kein Trainer? Aha. Wenn du Flieh bist, ja gut, das interessiert uns eigentlich nicht. Da gibt's Bären, die nehmen wir mal mit. Honnelbeeren. Was auch immer die machen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. So, das ist nur da mal Geheimbasisbank oder was? Tatsächlich. Ja, okay. Bist du ein Trainer? Nein, du bist kein Trainer, oder? Nein. Oh, da haben wir einen Doppelkampf. Da haben wir ein Doppelkämpfchen. Und das gefällt mir nicht. Ja, ich lied jetzt einfach mal. Ich lied jetzt einfach mal so. Ah, warte mal, da kennen wir sogar aus. Okay, null. Nice. Doppelkämpfe, wenn ich vermeiden kann, ist immer zauberhafte Sache. Der Ranger Sepp. AP Top, okay. Damit kann man unsere AP für Attack maximieren. Was haben wir uns jetzt da effektiv gespart? Ich muss gar nicht wissen, ist eh egal. Okay, da ist das Klimainstitut. Freunde, der sagt, wieso wird schnell gegangen? Lebt mich am Arsch. Machen wir mal so. Machen wir mal so, dann passiert immer nichts. So, die Magma pfuscht da schon wieder irgendwas. Was genau die pfuschen, wissen wir nicht. So, was ist mit dir? Willkommen im Klimainstitut. Im ersten Stock gibt es offenbar Ärger, doch das bringt mich nicht aus der Ruhe. Schließlich bin ich ein Profi. Aha. Deswegen stehst da du hinterm Tresen offensichtlich, oder? So, warte mal, können wir da... Oh, da können wir heilen und da ist ein PC. Das ist einmal sehr gut investiert, Klimainstitut. So, was ist mit dir? Während ich geschlafen habe, haben sich alle in den ersten Stock verkrümelt. Ja, offensichtlich. Gut, da haben wir einen PC und da können wir uns heilen. Das ist einmal zauberhaft. So, den können wir skippen, aber den da oben können wir nicht skippen. Das heißt, einen von zwei müssen wir sowieso machen, dann machen wir gleich den herunter und dann haben wir das einmal hinter uns. Oh, Pokémon lediglich, okay. Bedroher kommt, okay. Gut, wir haben 4 Level drüber, das ist schon mal nicht so übel. Wir haben sogar schneller. Keine Ahnung, was das war. Body check mal, ne? Easy. Ja, Level 48 ist eine zauberhafte Geschichte. Ja, der war Vollobst. Der war Vollobst, Freunde der Sonne. Der zählt nicht. Immer schön heilen, damit auch nichts passiert.
So, und da ist... Was? Das ist doch... Wer wusste mag etwa von all dem? Oh nein, das sind unsere kostbaren Forschungsergebnisse. Gib sie zurück. Ah, da hat er mir Bonschelle gegeben. Okay. Okay, die brauchen irgendwelche Forschungsergebnisse zum Weder. Warum auch immer. So, die eigentliche Frage, die ich mir jetzt stelle. Gut, den können wir nicht skippen. Den werden wir auch nicht skippen können. Ja, dann hilft's ja mir nicht. Dann hilft's ja mir nicht. Der hat auch noch ein Pokémon. Über Zweifel auf die Sache. Gut, da ist Erdbeben sowieso ein vierfach effektiv. Kein Grund jetzt da für Nassschweif zu gehen. Easy. Sumpex erledigt das alles. So, da haben wir jetzt Name eine, die werden wir... Ah doch, die können wir sogar skippen. Die können wir sogar skippen. Gut, dann brauchen wir Teambuilding, Freunde der Sonne. Dann brauchen wir Teambuilding. So. Also aufgemerkt. Wir haben jetzt im Klimainstitut und haben jetzt einen Bosskampf vor uns gegen Kalle. Ja, das ist der uns schon zweimal versucht hat aufzuhalten. Einmal in die Meteorfälle, einmal am Schlottberg und jetzt zum dritten Mal im Klimainstitut. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob der noch 40 Mal kommt. Ich glaube aber schon fast. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir dem am besten entgegnen. Okay? Wir fangen natürlich wieder ganz am Anfang an. Bei Null und Kirsch, wenn man so will. Okay? Sumpex ist dabei, weil einfach Starter-Pokémon kann schon mal nicht verkehrt sein. Er hat ein Magnian, ein Smogmog, ein Relaxo, ein Brokkolos, ein Camerupt und sein Signature-Pokémon in diesem Hack, Flampivian, was unfassbar stark ist. Okay, er fängt an mit Magnian. Er fängt an mit Magnian, was Bedroher hat, also sprich ein physischer Angreifer war für uns semi-optimal, weil Magnian Bedroher hat und den physischen Angriffswert um eine Stufe senkt. Das heißt, wir brauchen mal irgendwas, was speziell angreift. Fällt mir jetzt auf erster Linie mal Lampi ein. Können wir dann noch aufleveln, ja? So, dann hat er auf alle Fälle einmal ein Smogmog. Da ist auf alle Fälle, sage ich da schon mal, dass das nur spezielle Angriffe hat, in Form von Matschbombe, Flammenwurf, Donnerblitz und Giftspitzen. Das heißt, Hytira, Urine. Hytira wollt das ganze Ding komplett aus. Dann haben wir ein Relaxo. Das kann ein Problem werden. Wobei, hat nur Bodyslam, Knirscher, Schlafrede und Erholung. Ich sage, wo die hingeht. Panzereron, da brauchen wir die. Dann hat er noch ein Brokkolos, ein Camerupt und eben ein Flampivian. Das heißt, wir brauchen ein Garados. Und wir brauchen noch was für das Brokkolos. Da nehmen wir Kokowai tatsächlich mit. Ich glaube, das ist eine zauberhafte Geschichte so. Jetzt müssen wir mal nur schauen, wie wir da itemtechnisch dran gehen. Wobei sie sich aber, glaube ich, nahezu fast von selbst erklärt. Jetzt müssen wir auf alle Fälle erst einmal das Lampi nur aufleveln. Ja, ja, Hinti, kein Stress, alles gut. Danke dir fürs Dabeibleiben. Kimberling ist wie Sei, verkneift doch jetzt in die Kommentare einmal. Genau. Wir müssen mal Lampi auf alle Fälle noch hochleveln. Genau, machen wir mal. So. Bevor die Frage kommt, ja, gleich kommt eine Umfrage. Ich setze jetzt mal alles auf 48. 48 ist dem sein stärkstes Pokémon. Ja, dann bleibt es ein bisschen ausgeglichener. Und für einen ein bisschen spannender. Ja, ist ja nicht so, dass wir es überleveln müssen. Level Cap, by the way, sage ich noch mit dazu, ist 50. Okay? Alter, Drachentanz ist so fucking OP, aber hey, also, das...
Drachentanz ist halt brutal. Die andere Sache ist, das Ding einzusetzen, ohne gepunished zu werden, ist halt fast nahezu unmöglich bei Gyarados. Deswegen lasse ich es jetzt erst einmal weg, weil später lernen kann ich es am Weino. Mir war da tatsächlich einmal Kaskade lieber. Luftschnitt ist ein spezieller Angriff, der hilft uns nichts. Gut. Autotomie, das bringt uns auch nichts. Lassen wir auch weg. So, Lampi muss noch hoch. Wird es jetzt wahrscheinlich auch erst einmal entwickeln. Denken wir schon. So, Landturn. Ich weiß jetzt ehrlich so gar nicht, was das Ding für ein Moveset hat. Das müssen wir uns dann einmal anschauen. Dabei ich da jetzt das ganze Craft-Zeigel jetzt da mache, könnt ihr schon mal an der Umfrage teilnehmen, eigentlich, wenn ihr wollt. Habt jetzt einmal 5 Minuten Zeit, könnt schon mal abstimmen und irgendwelche Punkte investieren, ob ich Stepflash schaffe oder halt auch nicht. Weil wir habe ich die größte. Alles fit bei dir. Bodycheck, nein, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir definitiv nicht. Donnerblitz, das ist sehr, sehr zauberhaft. Finde ich tatsächlich sogar an der Stelle besser wie Ladungsstoß. Wehe, du gewinnst nicht. Ja, gewinnen ist jetzt nicht das Problem wahrscheinlich. Es geht darum, ob ich ein Pokémon verliere oder nicht. So, ich sag schon, wir müssen noch ein bisschen was an dem Moveset von Landturn tun. Wir wollen auf alle Fälle auf Landturn Surfer haben. Da kann auf alle Fälle Funkensprung weg. Dann will ich drauf haben. Volt Switch. Ist in dem Hack sogar noch, also ist in der Generation sogar noch ein spezieller Angriff. Das heißt, er spielt uns sogar ein bisschen in die Karten. Da kommt Dreschflegel raus. So, was haben wir jetzt? Surfer anbeleuchtet, Donnerblitz, Volt Switch. Okay. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, was kann man da noch... Donnerblitz ist eigentlich ziemlich okayisch. Donnerblitz, sorry. Donnerwelle war eigentlich ziemlich okayisch. Ja, ich mag statt Ampelleuchte Donnerwelle haben. Damit ich gegebenenfalls schnelle Pokémon einbremsen kann. Ja. Wehe, du stirbst einer, ich fahr da noch Bossa und hau da noch. Okay, ich gebe mir Mühe. Und ich hab gerade gesehen, dass ich vom 12. bis zum 23. Dezember dann auch in der Berufsschule hocke, also nicht auf die Weihnachtsfeier vom Betrieb kann. Also bei dir läuft es so halt rückwärts, meine ich, Billinger. Das ist aber schon sehr, sehr, sehr unzauberhaft, wenn du mich fragst. So, jetzt passt so macht. Was haben wir gesagt? Der leadet mit Magneien. Das heißt, wir brauchen auf Landtouren idealerweise irgendwie sowas, was... Brauche ich etwas, was Bulky gibt oder brauche ich etwas, was Damage gibt? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle an der Stelle. Ich glaube aber tatsächlich, ich gehe da fast mit Überreste, weil wir mir Bulky haben.
So, Broly lassen wir Pudersand sowieso. Verstärkt Bodenattacken. Haben wir einen Step-Move, der wo verstärkt wird. Das ist also schon mit Zauberhaft Pikmin. Hab sowieso Pudersand. Hydra gebe ich jetzt was anderes. Die Frage, warte mal, Hobby meinen Expertengurt noch dabei oder ist der auf der Box? Der Mann ist auf der Box tatsächlich. Items bewegen, ja, den hast du. Den kriegt Garados. So, die Überreste kennen dann wieder mir, das passt also schon mal. So, das heißt... Wir brauchen noch was für Kokowai tatsächlich. Ja, genau. Panzer Aero, Mann, hat auch Überreste. Jetzt müssen wir schnell kurz schauen, nicht, dass ich mich da jetzt verzählt. Das war nämlich jetzt blöde. Ja, gut, aber der Weihnachtsfeier ist ja zum Glück nichts. Ja, das stimmt, die kommt ja jedes Jahr im Endeffekt. Aber trotzdem bitter. So, Panzer Aero auch Überreste werden wir brauchen, weil das Panzer Aero wird sich um Relaxo kümmern müssen. So, die Frage ist jetzt, was wir der Eglinde geben. Ja, das wird wahrscheinlich dasselbe in Grär werden. Nämlich auch Überreste. Vermute jetzt einfach mal. Obwohl eigentlich Eglinde bzw. Kokowai eigentlich nur einen Job hat und zwar das generische Brokkolos zu handeln. Aber gut. Werden wir schon irgendwie hinbringen. Herbert, habe die Ehre, grüß dich. Du hast halt eher Feierabend aus Zufall. Ja, ist doch eine super Sache, oder? Immer mehr Feierabend ist mehr gut, sag ich da einfach nur. Kommst pünktlich zum Bosskampf, zum ersten. Ist doch eine zauberhafte Geschichte. So, die umgehen wir jetzt einmal gekonnt. So, jetzt der wir noch mit Triple confirmen, ja, damit alles passt. Also, mit Gneien kommt zuerst Flashes vorn. Passt. So, kalt haben wir. Da haben wir Überreste, Pudersand, Überreste, Expertengurt, Überreste. Passt. Schaut ihm gut aus. Der wir mal Sicherheit speichern, damit ja nichts passiert. Und dann schauen wir uns zum dritten Mal Mr. Kalle an. Ja, ich hoffe, ihr habt eure Punkte platziert. Ich werde mein Möglichstes tun, da auch Deathless rauszunehmen. Ich muss dann später noch Abendessen machen. Ja, ich nicht tatsächlich. Ich bin nämlich heute wieder bei meinen Eltern beim Grillen eingeladen. Ja, also heute werde mir meine Grillerei redlich verdienen. Das so gern es ist. So, Freunde, ich werde mein Möglichstes tun, nicht irgendwelche Pokémon zu verlieren. Sollte es allerdings brenzlig werden, dann hilft es leider nicht, okay? Haben wir ja leider beim Norman schon machen müssen, dass sich ein Pokémon freiwillig hat opfern müssen. Aber das kriegen wir jetzt schon irgendwie. Sag mal, bist du eigentlich ein heimlicher Bewunderer von mir, Kindchen? Das sagt er. Ja? Du scheinst mir ja selbst dann auf Schritt und Tritt zu folgen, wenn ich in Eigenregie unterwegs bin. Aber ehrlich gesagt kommst du mir gerade ganz gelegen. Es ist viel geschehen, von dem du nichts weißt. In mir herrscht ein fürchterliches Gefühlschaos. Ja, das wird wahrscheinlich nicht Trolling, dass er Schmetterlinge im Bauch hat. Daher werde ich diese Gelegenheit nutzen, um all die bitteren Gefühle, die sich in mir angestaut haben, an dir auszulassen. Ein Scheißhaus da helfen an der Stelle. Ich glaube, das weiß er nicht. Mach dich darauf gefasst, gezüchtigt zu werden. Switch. Es ist nicht auf meinem Mistboxen, okay? Es ist Spei. Ich kann nichts dafür. Please, don't judge me. Ja, er hat's gesagt, nicht ich. Ich bin nicht schuld. Freund, wehe, verkneift sind jetzt sämtlichste perversen Kommentare. Ich schwör's euch bei Gott. Was ist mit dem Heck? Ist das im Original auch so? Im letzten Mal beim Bosskampf hat die gesagt, dass er uns vernichten wird und der sagt uns, dass er uns züchtigen möchte. Also ich verstehe die Frage nicht. Aber gut. Magma Vorstand Kalle. Wieder mal. So. Bedroher kommt. Wir fangen einmal straight an mit Donnerblitz. Angeberei. Okay, da hätte ich vielleicht ein wenig rumspeien können, indem ich Anti-Verwirrungsbeere nehme, aber auf das habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr spekuliert. Hilft ihm nicht. Müssen wir nehmen, wie es ist, werden wir schon irgendwie hinbringen.
haben wir ja Bulky. Ist ja nicht so. Überreste heilen ist ganz gut dagegen. Jetzt muss man erst einmal schauen, was kannst denn du eigentlich alles? Ja, du kannst Tiefschlag, Knuddler, Angeberei und Eisenschweif. Ist jetzt also nicht wirklich, was uns extremst gefährlich werden könnte, okay? Okay. Tiefschlag wird uns sogar gefährlich. Das ist ein bisschen wenig Damage, macht aber jetzt nichts. Wir werden das Ganze jetzt mal umspähen, indem wir Donnerwelle machen, weil wenn man einen Angriff macht, der keinen Schaden verursacht, geht Tiefschlag nämlich ins Leere. So, jetzt ist das Ding auf jeden Fall schon mal paralysiert. Was bedeutet, dass der Speedwert, ich glaube, um 25 oder 50% sinkt. Ich glaube aber, es sind 25%. Bin mir jetzt nicht sicher. Ist so ein kleiner Nebeneffekt. Was wir jetzt da werden, ist nur mal für Donnerblitz zum Gehen. Und dann werden wir versuchen, wobei, warte mal, schauen wir mal, was mehr Damage macht an der Stelle. Das war einmal das Wichtigste. Macht jetzt Surfer mehr Schaden oder Donnerblitz? Surfer hat 90 und Donnerblitz hat auch 90. Okay, bleibt sie also völlig egal. Das heißt, wir werden jetzt nur mal für Donnerblitz gehen und dann für Voltwechsel, damit man freier Switching kriegen. Paralyse kennt, ich bin nicht verwirrt, das ist sehr, sehr zauberhaft. Ja, das ist auf alle Fälle Volt-Switch, Kill Range, das passt also schon mal ganz gut. Wir sind relativ healthy bleiben. Genau. Das schaut ihm eigentlich bisher bis zu diesem Punkt ganz gut aus. So, Volt-Switch, was macht Voltwechsel? Aha. Du machst also einen Hyperdrang, das ist jetzt unflauschig. Das ist jetzt äußerst unflauschig. Dass du Hyperdrang verwendest, ist jetzt unflauschig von dir. Das bringt nämlich meinen Plan jetzt so ein bisschen durcheinander. Obwohl... Muss nicht mehr sein. Wobei, das ist jetzt gar nicht einmal so gut. Jetzt passt auf. Nein, das müssen wir anders spielen, das wird sonst sehr gefährlich. Weil Tiefschlag kann Gyarados killen. Dass er jetzt Hyperdrang verwendet, das war jetzt nicht auf meiner Rechnung. Spielen wir sicher, dass Angeberei jetzt daneben geht, ist richtig zauberhaft. So, das heißt, selbe Prozedur einfach nur mal. Das ist schon guter Schaden. Die Frage ist jetzt, macht er dasselbe nur einmal? Jeder Boss-Trainer hat 2 Heil-Items. Die Frage ist, ob der das jetzt so nochmal spielt. Nein, tatsächlich nicht. Das überleben wir nur einmal. Jetzt gehen wir leider nicht mehr so healthy aus, aber Landtouren braucht man normalerweise nicht mehr. So. Meganayan ist tot. Die Frage ist jetzt, wo switcht der einer? Wahrscheinlich sogar. Marshall Habideri, grüß dich. Wie geht's da? Alles fit bei dir? Die Frage ist, für was geht er jetzt? Er kann jetzt rein theoretisch sogar mit Flampivian kämen, mit seinem Signature, das ich eigentlich nur mit Gyarados outspeeden kann. Kann aber auch Smogmog sein, tatsächlich. Aber selbst wenn es Smogmog ist, kann er easy in Big Mom gehen. Das war dann eigentlich auch relativ egal. Alles fit, hab halt meiner Schwester beim Ausmalen geholfen und jetzt tut mal... Was beim Ausmalen? Was habt ihr denn da ausgemalt? Bei mir ist soweit alles fit. Wir haben beim ersten Bosskampf. Ich glaube aber jetzt, dass sicher... Moment einmal. Eigentlich... Nein, ich gehe für Gyarados. Gyarados ist an der Stelle eigentlich am sichersten. Er kommt mit Smogmog. Okay. Smogmog greift nur speziell an, das heißt, Big Mom tankt das sowas von easy aus. Okay, Giftspitzen tut mir jetzt nicht allzu viel. Ist zwar ein bisschen lästig, aber... Ach so, Malern.
Also ja, beim Ausmalen, also ich hätte jetzt meinen, so Beidelmalen, so praktisch, weißt du schon, also malen, okay, ja gut, jetzt macht Sinn, warum die da jetzt alles weh tut, okay. Ja, dann genießt, dann lehn die zurück, nimm da etwas Gemütliches, etwas Sauerhaftes zum Trinken, vielleicht den einen oder anderen Snack, heute wird's verdammt intens, verspreche ich dir. So, Smogmog wissen wir, greift nur spezieller, Big Mom ungefähr der beste spezielle Tank, den du im Spiel haben kannst. Deswegen setupen wir uns jetzt einfach mal ganz easy mit Ladestrahl. Das einzige, was Smogmog machen kann, ist uns zum Vergiften, was man mit Überreste natürlich wieder ein bisschen entgegenwirken können. Bazi denkt man, wir können Muskelkater beim Mandala ausmalen. Ich mit Sicherheit. Ja? Ich kriege Muskelkater an Steine, wo ich meine, dass man nicht mehr Muskeln hat. So, haben wir jetzt plus 2 Special Attack. Kommt drauf an, wie groß das Mandala. Genau so nämlich. Wenn das Mandala so groß ist wie ein Gebetsteppich, dann meine ich, kriegst du auch du Muskelkater. Ich gehe jetzt einfach schon für Schallwelle, weil ich einfach der Meinung bin, dass das eigentlich sogar gelangen kann. Jetzt kommt Vergiftung, das macht gar nichts. Wir haben eine Fähigkeit auf Heitaira, die Vergiftung halt, sobald es auswechselt. Smogmog ist daher schon mal raus, das ist gut für uns. Was kommt jetzt? Wahrscheinlich kommt jetzt Flampivian sogar. Na, Brokkolos. Okay. Was hat Brokkolos für Fähigkeit? Robustheit, okay. Ja, genau, aus dem Grund haben wir eigentlich Kokobei mitgenommen. Die wird jetzt vergiftet schwer vergiftet eben durch die Giftspitzen. Das macht uns jetzt allerdings gar nichts. Angriff und Verteidigung singen, das ist gut. Auch deswegen haben wir auf Kokowai Überreste drauf. Die schwere Vergiftung, wir haben jetzt so ein bisschen auf Clock. Ja, das heißt, die Vergiftung macht jede Runde mehr Schaden. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen umstrukturieren. Ich wollte eigentlich... Wait a minute. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir drucken jetzt Sondersensor. Schneller haben wir sowieso. Brechen wir Robustheit. Der Flinch war nice. Und jetzt drücke ich noch Reflektor. Weil das grenzt den Damage von Flampivian unfassbar ein. Und dann switche ich sogar raus und gehe für einen sicheren Sumpex-Switch in tatsächlich. Warum für Sumpex? Einfacher Fall. Wenn Brokkolos... Sumpex nimmt Brokkolos auseinander, nimmt Kamerupt auseinander und Flampivian kann mich aufgrund von Reflektor unmöglich one-shotten. Das ist nahezu unmöglich. Das geht eigentlich gar nicht. Na sicherer kriege ich eigentlich Sumpex nicht einer. Gut, die Vergiftung ist jetzt natürlich auch wieder sehr, sehr doof, aber das hilft ihm jetzt nichts. Ja, das macht jetzt fast keinen Schaden mehr. So, wir können da easy für Erdbeben gehen. Wir sind mal Pudersand geboostet, das ist sowieso tot. So, Brokkolos down. Jetzt kommt Flampivian. Und jetzt bin ich confident, ich kann in diesem Matchup jetzt sogar drin bleiben. Warum? Reflektor bewirkt, dass die physischen Angriffe, also die körperlichen Angriffe des Gegners, nicht geschwächt werden, aber meine Verteidigung erhöht sich durch Reflektor im Endeffekt. Was bewirkt, dass die physischen Angriffe vom Gegner schwächer werden. Ja? Weil ja meine Verteidigung höher ist. Flammenblitz ist sowieso nicht sehr effektiv. Und Erdbeben killt das Ding sowieso. Das macht fast keinen Schaden mehr.
Das ist nichts. Das Flambieren war immer ein Problem. Und das killt jetzt nochmal easy. Ja, easy going. Von 105 auf 69. Sind noch Adam und Riese. Damit ich es ja sicher weiß, was wir auf sind. 31. Das ist 2. Ich überlebe zwar die Vergiftung nicht. Das ist blöde. Ich überlebe keine zweite Vergiftung. Ah, 36. Die nächste Vergiftung macht 72% Schaden. 72 KP Schaden. Ich muss mit Sumpex aus, sonst verliere ich Sumpex. Okay, was machst du? Du hast einen Fokus Sash, Flammenwurf, Erdkräfte, Steinhagel, Blitzkanone. Das ist normalerweise Erdkräfte. Wobei, warte mal. Oh fuck, ich wünschte mir, mein Landhorn war noch healthy. Landhorn, das ist jetzt easy. Wenn er für Steinhagel geht, ist mein Garados sowas von absolut tot. Aber ich kann's pivoten. Ich gehe jetzt für Big Mom. Und schau Runde drauf, was er macht. Ich kann's nicht riskieren, da jetzt in Garados zu gehen. Wenn er Steinhagel macht, ist Garados tot. So, du machst Erdkräfte, es war sogar gegangen, okay. Macht aber nichts. Geht jetzt nur darum, um außer zu finden, was der als nächstes macht. Reflektor ist weg, das ist egal. Ich gehe jetzt schon mal auf Schallwelle. Damit ich am Fokus gut brich. Oh, der macht das viel Schaden. Und jetzt geht er für Steinhagel. Fuck. Das heißt... Ich muss nochmal rumspielen. Ich muss ihn dazu bringen... eine Feuerattacke zu machen. Wenn ich allerdings jetzt in Sumpex gehe, oh, das wird verdammt eng. In Sumpex gehe. Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht, weil ich noch angreifen muss. Das funktioniert nicht. Ich muss jetzt in Raptor, muss nochmal einen Steinhagel baiten und dann gehe ich raus in Hydra, weil dann der Flammenwurf kommt. Wenn natürlich jetzt Flammenwurf kommt, dann bin ich sowas von am Arsch. Steinhagel, okay, nice. Das macht fast nichts. So, und jetzt muss Flammenwurf kommen. Das geht gar nicht anders. Und durch das, dass jetzt Flammenwurf kommen muss, ist jetzt für Garados der Weg frei. Ja, nice. So, jetzt nur Nassschweiftreffer, easy going. Nice. Kamera rupt das raus. Hochmo-Kick, das ist richtig gut, weil jetzt kommt nämlich nur noch sein Relaxo über. Notsituation brauchen wir an der Stelle jetzt nicht. Relaxo kommt. Du hast Body Slam, Knirscher, Erholung und Schlafrede. Normalerweise. Einen Angriff tank ich normalerweise. Ich gehe jetzt einmal für Sprungfeder, im Zweifel für den Angeklagten. Das ist natürlich bitter.
Okay, jetzt muss ich raus. Ich bin dead to crit. Jetzt muss Panzeron regeln. Oh, Crit und Para. Are you kidding me? Ja, jetzt wird's extrem greislich. Jetzt wird's extrem greislich. Und der Death Drop. Are you kidding me? Para, Crit, Death Drop. What else? Ja, das Relaxo macht jetzt 2 Schaden. Kann ich das nochmal irgendwie umspähen? Wahrscheinlich. Obwohl doch, glaube ich. Nein, kann ich nicht, weil er Schlafrede hat. Der nächste Zug ist sowieso Erholung. So, seht ihr, der Kampf-Pokémon mitnehmen sein. Ah, das Sumpex vergiftet, das ist so bescheuert. Und er hat noch einen Hypertrank, abgesehen davon, oh, leck, das wird ganz böse. Big Mom hilft mir nichts, sie sei, weil das Relaxor unfassbar hält. Wobei, warte mal. Nein, hilft mir gar nichts. Das hilft mir nichts. Erstens einmal will ich sofort die scheiß Giftspitzen. Ich muss das Relaxor auf so viel Damage runterkriegen. Oh, wie komme ich denn da raus? Das Relaxo macht jetzt definitiv Erholung. Dann schlaft's rein. Die Paralyse bombst mir gerade so hart, das ist unfassbar. Die Paralyse bombst mir gerade so hart, das kann ich keinem verzeihen. Aber was ich mache, kann ich noch meinen Reflektor aufsetzen. Das kann ich tatsächlich schon tun. Wahrscheinlich wird es so werden, dass ich Kokowai abwirf. Im Ernstfall. Er geht für Knirscher. Aber gut, für das, dass er, wenn er für Knirscher geht. Warum geht er an der Stelle für Knirscher, ist die Frage. Oh, wie komme ich denn da raus? Wie komme ich da raus? Wenn ich jetzt für Knirscher geht, ist eigentlich kein Step-Move.
Nein, es tut mir leid. Ich muss Kokobei abwerfen. Es geht nicht anders. Rest in peace, Eglinde. See you later, buddy. So, und jetzt ist die Frage, wo es eine ist. Ich muss auf alle Fälle einen physischen Angreifer nehmen, anders geht's nicht. Das Problem ist, dass er noch einen Hyper dran hat. Ich darf ihn eigentlich nicht in Heal Range bringen. Wenn ich nicht in Heal Range bringe, dann kann ich es schaffen. Oh, Freeze war jetzt brutal. Schade. Der Schissen ist ein Sprungfeder eigentlich. Hat vor euch jemand aufgepasst, wie viel KP mein Gyarados gehabt hat? Hat das 68 KP gehabt? Ich glaube, es waren 68, right? Dann habe ich jetzt eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Ich glaube, es waren 68 KP. Wenn es 68 KP waren, dann heißt es, wird der nächste Damage bleiben 2 KP stehen. Das heißt aber jetzt gleichzeitig, dass 2 Angriffe in Folge treffen müssen, sonst habe ich so ein massives Problem, dass es nicht mehr schön ist. Okay, jetzt bin ich am Arsch. Ich kann es nicht mehr gewinnen. Die Nuzlocke wird an der Stelle enden. Ich komme an dem Relaxo nicht mehr vorbei. Ich komme an diesem Relaxo aufgrund dieser Paralyse auf Panzereron nicht mehr vorbei. Ich habe keine Chance, da irgendwie vorbeizukommen. Ich brauche jetzt einen Crit. Wenn ich jetzt einen Crit kriege, dann könnte es was werden. Kann man nicht umparalysieren? Nein. Außer du nutzt Items. Wenn ich jetzt keinen Crit oder einen Flinch oder irgendwie sowas in der Art kriege, ja, Flinch hilft mir nichts, aber ich brauche jetzt einen Crit. Aber zu was für einem Preis? Aber zu was für einem fucking Preis haben wir den Kampf jetzt gewonnen? Poco war ja okay, stresst mich nicht so stark, aber Gyarados zum Verlieren tut unfassbar weh. Gyarados gegen den Idioten zum Verlieren tut unfassbar weh. Und warum tut es mir unfassbar weh? Weil Panzereron einfach auf die erste Runde eine Paralysierung frisst, einen Death Drop frisst und einen Crit frisst. Na, schlechter hätte es eigentlich nicht laufen können. Tja,
Sagen wir mal so, wenn das jetzt kein Volltreffer nicht gewesen wäre, hätte man das sowieso straight verloren. Keine Ahnung, ob ich das hätte anders spielen können. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das anders gegangen war. Wie gesagt, Garados zum Verlieren, das ist halt... Das ist ein schmerzhafter Verlust. Garados hat uns schon gut gecarried, so, vor allem gegen die Flavia. Mund abwischen, weiter mal. Es hilft eh nicht. Seitdem muss ich erst noch updaten dann. Das mache ich dann nach dem Stream tatsächlich. Ja gut, es hilft nicht. Es hilft eh nicht. Das hilft eh nicht, es muss weitergehen. Aber wie gesagt, wenn ich den Volltreffer mit Panzero nicht kriege, dann verlieren wir die Nuzlocke an der Stelle. Weil dann können wir... Das, was halt dann passiert, Relaxo bleibt mit einem Mini-Futzel an KP stehen. Der Gegner sitzt an Hypertrank ein, hält sein Relaxo komplett wieder voll. Und wir kommen da nicht mehr vorbei. Dann swippt uns das Ding komplett weg. Was man halt so wirklich komplett... Was mir halt noch dazu ein bisschen gebomst hat, ist die scheiß schwere Vergiftung von den Giftspitzen. Jeder eigentlich, ob er doch hat, die vergiften nur normal. Dann war es überhaupt kein Thema nicht. Wenn, dann hätte ich auch mit Sumpex nicht switchen müssen. Aber gut. So haben die jetzt ganz weg. Die haben jetzt tot. Die dürfen nicht mehr verwendet werden. Alle Pokémon, die besiegt werden von mir, bleiben besiegt. Ja? Sind praktisch tot. So auf der Art. So. Wir verabschieden uns schweren Herzens von unserem Kokobei. Das eines der Pokémon ist, was uns ziemlich am Anfang schon mit begleitet hat. Und wir verabschieden uns noch schwereren Herzens von unserem Hardcore-Carry Garados, der richtig weh wird. Der Verlust, der hat uns so viel gecarried, der Typ. Oder die Frau, besser gesagt, weil er Weiberl ist. Das nimmer schön ist. Also Garados hat uns schon einige Male an den Arsch gekriegt. Aber gut. Ich hab mir noch im Teambuilding gedacht, so ein Kampf-Pokémon mitnehmen extra fürs Relax und das war wahrscheinlich die gescheite Entscheidung gewesen. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Wir haben ja Gott sei Dank ein bisschen einen Ersatz. Garados können wir kompensieren. Wir haben auch Lapras. Das kriegen wir auf alle Fälle irgendwie. Das kriegen wir irgendwie hin. Auf jeden Fall. Okay? So, wir haben Latios. Das nehmen wir natürlich auch wieder mit. Und wir werden, glaube ich, sogar tatsächlich relativ bald Lapras mit ins Team einnehmen. Nehmen wir aber vorher noch tatsächlich, glaube ich, sogar Weilord mit. Einfach damit nichts passiert. Aber gut. Hat das Isso schon einen Namen? Nein, tatsächlich noch nicht. Wenn ein Pokémon aus dem Ei schlüpfen, kann ich ihnen nicht direkt einen Spitznamen geben. Tatsächlich. Das muss ich dann noch über PKX machen. Wo wir vielleicht noch miteinander. So. Weil ja ein Bosskampf nicht gelangt, wir haben gleich wieder einen. Der nächste Gegner ist straight up der nächste Bosskampf. Nämlich Maike. Jetzt müssen wir erst einmal auflösen. Es tut mir unfassbar für die Leute leid, die wo jetzt an mich beliebt haben, aber gegen RNG kann ich halt leider nichts tun. Ja? Also Gratulation an die wo nicht beliebt haben. Geht's jetzt zu euren Punkten. Aber die wo jetzt Punkte verloren haben können, haben jetzt gleich die nächste Chance, wieder welche zum Gewinnen. Wo man auch wieder 5 Minuten, weil ich noch ein wenig vorbereiten muss, schaffe ich es wenigstens, Maike Deathfest zu machen. Ja? Könnt gern wieder abstimmen, wenn ihr den Bock habt. Während ihr abstimmt, werden wir hier mal umschauen. Was haben wir da? Ui, da kriegen wir einen Ballenhelm. Das ist eine zauberhafte Geschichte. Das ist eine zauberhafte Geschichte, das nehmen wir. Sagst jetzt du auch was anderes? Willkommen im Klimasemmel, wir machen ein Eisbrocken. Erstmal wird noch... weil mir es tut mir leid. Aber es hat nicht, du hast es selber gesehen. Was soll ich machen? Gegen RNG bin ich machtlos. Das war alles schnurstracks gegangen, wenn das Relaxo nicht so eskaliert war. Ja? Tut mir leid. Ich tue es ja nicht zu Fleiß. So, Freunde, jetzt schauen wir uns Teambuilding an. Ja? Nicht so, dass ich es bringen werde, aber... Als nächstes kommt Maike.
Die hat ein Schwalbos mit Flammenorb und Adrenalin. Allein das, wenn ich schon lese, kriege ich schon einen Krampfanfall. Das hat Schutzschild, dann weiß ich schon, was das hier ausläuft. Okay. Fassade, Sturzflug. Okay, die hat einen Reitschuh. Was ist denn der Brelum? What the fuck, das ist ein Brelum. Okay, die hat. Halt das. Quatsch. Wir haben da herum, wollte ich gerade sagen. Da haben wir. Entschuldigung. Die hat einen Schwalbos, einen Reitschuh, einen Galopper, einen Weilort und einen Gewaldro. Okay. Das heißt, sie wird mit Schwalbos leaden. Das heißt, wenn sie mit Schwalbos leadet, nehmen wir Raptor mit. Raptor geben wir aber jetzt an der Stelle nicht mehr Überreste, sondern den eben erhaltenen Beulenhelm. Beulenhelm bewirkt, dass wenn ein Gegner mich physisch attackiert, er Schaden kriegt. Ja? Und das Ding macht guten Schaden und je höher der Schaden ist, umso höher ist auch der Rückstoß, den das Pokémon kriegt, was mich angreift. Okay? Das heißt, mit Raptor leaden ist schon mal zauberhaft die Geschichte. So, wenn dann Schwalbos tot ist, dann kommt entweder Reitschuh oder Galopper, weil sie haben beide einen Kill mit einer potenziellen Elektroattacke. Das heißt, das war dann ein freier Switch in Broly. Der kümmert sich dann um beide. Wenn Broly drin ist, kommt dann wahrscheinlich Gewaldro. Gewaldro greift, wo sie da sagt, komplett speziell an. Das ist dann wieder der Super Tank Big Mom, der dann zum Tragen kommt. Und dann bleibt eigentlich nur noch das Weilord über. Dann sollten wir uns fast überlegen, ob man nicht sogar... Was hat das Weilord? Da ist Aquaring, Siedewasser, Eisstrahl, Erdbeben. Okay, ja gut. Macht uns eigentlich auch nichts. Erledigt eigentlich auch Big Mom. Ich bin aber jetzt am Überlegen tatsächlich, dass ich Big Mom statt Toxin das mit Donnerwelle gibt, weil zurücklernen kann ich es ja immer wieder mal. Das ist ja kein Problem, nicht? Nehmen wir das einmal weg. Und nehmen wir Donnerwelle dafür, damit wir das Gewaldro ein bisschen bremsen können im Notfall. Ansonsten kann das eigentlich passen. Hoffe ich jetzt zumindest einmal. Passend Items eigentlich? Mit das. So, mal schauen. Da haben wir. Moment einmal, wir kann da mal schauen, ob man da für einen First Turn, weil ja Schutzschild kommt, noch irgendeine andere Attacke nehmen wir kann. Verhöhner bringt uns gar nichts. Protzer war natürlich. Das war natürlich geil gewesen. Kann theoretisch Doppelteam nehmen, aber das bringt uns eigentlich auch nicht wirklich was. Sandsturm, okay, aber da bummst du mich selber. Toxin bringt mir nichts, Naturkraft bringt nichts. Ja gut, hilft nicht. Müssen wir wieder so nehmen, wie es ist. Das hilft dann nicht. Okay. Fichteli, grüß dich, habe die Ehre. Bürgerweiß, was soll ich machen? Ja genau, so ungefähr. Ja, da jetzt nichts da können. Es war einfach nicht machbar. Nur dazu habe ich jetzt 69.666 Kanalpunkte, also so schlimm ist es gar nicht. Ja, Mr. Billinger, da kannst du ja mit 10 Mal eingereschen ins Vieh, okay? Sterbi oder kein Sterbi? Leider massiv Sterbi. Wir haben jetzt gerade gegen Kalle, Garados und Kokowai verloren. Also Kokowai tut mir jetzt nicht weh, aber Garados tut mir weh. Das Relaxo hat uns komplett zerpflügt. Und das ist noch glücklich gelaufen, okay? Aber gut, Mundab, wie der Boxer geschrieben hat, Mund abwischen, weiter geht's, es hilft eh nicht. Hauptsache die Nuzlocke ist noch am Leben, ich hab kurzzeitig doch... Also wenn wir den Crit nicht kriegen auf Relaxo, haben wir tot. Definitiv. Da können wir nicht mehr vorbei. Gut. Nochmal kurzer Item-Check, damit ja nichts passiert. Kalt Hammer, haben wir festgestellt. Beulenhelm, Pudersand, Überreste, Latios nicht, Überreste. Passt. Nimmer. Dann, die Umfrage ist durch. Hoffentlich habt ihr eine Punkte dementsprechend platziert. Schauen wir mal, ob wir jetzt bei der Maike ein bisschen besser anstehen, okay? Haben wir noch ein Item hier unten? Natürlich nicht. Kylie, Arndt Fichterli kleiner als 3. Danke dir, Sei. Du schaffst es. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. So. Maike will uns einen Arsch versohlen. Nachdem uns der Kalle einen Arsch schon versohlt hat. Aber gut. Wir gehen ja nicht auf. So, Schwalbers kommt, wird First Turn Schutzschilddrucker. Warum Schutzschild?
Schwalbos druckt einen Flammenorb. Das bewirkt, dass Schwalbos verbrennt wird. Ja? Das Ding, Schwalbos hat eine Fähigkeit, die sich Adrenalin nennt. Das heißt, wenn Schwalbos unter einem Statusleiden leidet, ja, also sprich Verbrennung, Paralyse, Vergiftung, werden seine Angriffe stärker. Ja, auch bei Verbrennung. Verbrennung drückt ja bekanntermaßen einen physischen Angriff um 35%. Wenn du die Fähigkeit Adrenalin hast, greift diese Unterfähigkeit nicht. Ja? Deswegen, da dieses Schwalbos nur angreifen kann mit Attacken, die uns nicht schwer treffen, liegt mir jetzt mit Panzer Aeron, das einen Beulenhelm tragt, der Schaden an dem Pokémon macht, der es physisch berührt. Ja? Das heißt, je öfter das Schwalbos auf uns draufklatscht, umso mehr Schaden fügt es sich im Endeffekt zu. Einziger Wermutstropfen ist jetzt, ich kann First Turn leider nichts machen, weil Schutzschilde jede Attacke praktisch negiert. Deswegen gehe ich jetzt random auf irgendwas, weil es in dem Fall völlig egal ist. So, jetzt ist Schwalbos verbrennt. Und jetzt gehen wir mir für Eisenschädel. Schwalbos ist schneller, macht Sturzflug. Ihr werdet relativ schnell feststellen, dass der Schwalbos nicht unerheblich wenig Schaden macht. So, ein bisschen Schaden, kriegt aber Rückstoß mit. Und nach vorne killt sie die Schwalbos nämlich jetzt im nächsten Zug selber. Und zwar straight. Oder auch nicht. Macht aber jetzt in dem Fall auch nichts. Burschenabel macht guten Schaden. Und im nächsten Zug ist das Schwalbos tot. Und sie hat einen Hypertrank gewastet. Für ein Pokémon, was an dem nicht vorbeikommen kann. So, Rückschaden von Sturzflug plus Beulenhelm. Und Burschenabel macht den Rest. Soweit, so gut. So, jetzt kommt Galoppa. Galoppa beherrscht die Attacke in dem Heck. Stromstoß. Stromstoß ist auf Panzer Aeron sehr effektiv. Heißt im Endeffekt nichts anderes, dass das ein sicherer Switch-In für mein Sumpex ist. Weil Sumpex ist ein Bodentyp und Elektroattacken sind auf Boden. Das Ding geht auf Hypnose. Warum zum Fick geht das Ding auf Hypnose? Okay, das war jetzt aber mal sehr fair, okay? War aber wieder wegen mehr Dusel als Verstand, aber gut. Ergebnis ist dasselbe. So, Sumpex ist jetzt im Fatal. Sprich, jetzt kommt Givaldro, weil Givaldro ist ein Pflanzen-Pokémon und Pflanzenattacken sind auf Sumpex vierfach effektiv. Da dieses Givaldro aber nur speziell angreift, und wir haben ja den besten speziellen Tank EU West, Big Mom, können wir uns jetzt da ganz gemütlich Zeit lassen. Ihr seht's, das hat ungefähr gar nichts ausgemacht. So. Einfach der Vollständigkeit halber bremsen wir mir jetzt einmal das Givaldro ein bisschen ein. Ja, Fokusstoß macht gar nichts, auch wenn es sehr effektiv ist, weil es kein Stat-Move ist. Und jetzt bist du einmal dezent ein bisschen auf Eis. Und ich werde jetzt die Gelegenheit nutzen, um mich gegen dieses Givaldro ein bisschen zu setupen. Ich mache zwar nicht viel Schaden, aber immerhin. Gut, Grasflöte, schön und gut. Du machst mit Fokusstoß aber so wenig Schaden, dass du mich mit dem auch so nicht killen kannst. Und irgendwann wird ja dein Fokusstoß ja auch den erst einmal daneben gehen. 6, das haben wir nämlich schon so weit. Ich heil mehr dagegen, als du mir Schaden machst. Das ist schon mal sauer auf die Geschichte. Oh, geht noch mit daneben, sehr gut. So heißt, du hast jetzt noch 2 Fokusstoß-APs und wenn die verbraucht haben, hast du ungefähr überhaupt kein Mittel mehr Schaden zu machen. Geht sogar 3-mal daneben. Das ist natürlich richtig bitter für sie. Darf aber am Ergebnis jetzt auch nichts ändern, okay? So, wir haben jetzt plus 2 Special Attack. Ja, da tun wir weiter, weil was soll uns das Givaldro tun? Von 5 Fokusstoßangriffe trifft sie 2-mal.
So, mit Gigasauger und Drachenpuls machst du mir nimmer viel. Okay, das war ein Crit. Leider kein Boost, aber okay. Das nehmen wir mit. Ja, Drachenpuls, das wird ungefähr, das wird gar nichts machen. Ja, sag ich ja. Wir beim FC, mehr Dusel ist verstanden, aber wir wissen das Ergebnis trotzdem schon, ja? Ja, also plus 3 Boost war schon zauberhaft. Oder auch nicht? Plus 3 Boost möchte ich auch haben. Damit wir ein bisschen einen Damage-Output haben, ja? Ja, jetzt haben wir einen plus 3 Boost. Jetzt bin ich mir mittlerweile sogar ziemlich sicher, dass Paralyse um 50% einen Init-Wert einbremst. Weil sonst war halt Tyra nämlich niemals schneller, wenn es nur 25% waren. Ja, komm, fuck off, Schallwelle. Schallwelle soll ja das eigentlich killen an der Stelle. Ach, schön, dass du mehr Full-Para kriegst. Ja, nice. Ja, tschüss dann. So. Müsste es jetzt eigentlich noch... Was hast du noch? Weilord und Raichu, oder? Ja, was soll Raichu da? Was macht Raichu? Sag mal her, der Raichu. Raichu macht... Donnerblitz, Surfer, Fokusstoß und Wangenrubbler. Du kannst mein Hytero eigentlich gefühlt auch gar nicht... Du kommst an mein Hytero gefühlt auch gar nicht vorbei. Also warum wechseln, wenn man drin bleiben kann? Easy. Big Mom OP, Freunde der Sonne. Weilord. Okay, zugegebenermaßen hat sie Donnerwelle wahrscheinlich. Hat sie Erdbeben, was ein physischer Angriff ist. Aber ich bin voll defensiv ausgerichtet von der EV-Punkte her. Und das ist kein Step-Move. Also sprich, never killt me das Weilord mit einem Erdbeben. Ich tue jetzt aber vorsichtshalber trotzdem einmal für eine Teilung gehen. So, jetzt haben wir auf alle Fälle mal Full Life, das ist schon mal gut. Und dann schauen wir mal, was Schallwelle macht. Ja, okay, komm, was möchtest du eigentlich? Hytera Solo, die Braut komplett eigentlich fast. Freunde der Sonne, ich kann schon mal spoilern, das wird Deathless. Easy. Und so schaut's aus, wenn der Plan aufgeht. So, Hytera auf Level Cap. So. Oh, da waren jetzt Fake Confident. Leg mich am Arsch. Gratulation an alle, die beliebt haben. Nehmt meine 101 Punkte. Das gehört ja gar nicht anders. Gut. Jetzt können wir VM fliegen. Dürfen wir aber noch nicht verwenden, weil wir ja den 6. Orden noch nicht haben. So. So. Sie fliegen, ja. Sie fliegen.
So. Perfekto. So, wir haben aber noch einen Boss. Beziehungsweise jetzt haben wir erst einmal in Baumhausen City. Ja, das ist einmal das allererste. Gott sei Dank. Das war eh anstrengend genug, da überhaupt herzukommen. So. Gibt's da auch eine Baumschule? Ich glaube schon fast. Ich glaube, dass die Baumschule erfunden haben, jetzt mich fragst. So. Jetzt holen wir uns erst einmal einen Encounter. Und. Warte mal, habe ich überhaupt Bälle dabei? Das war einmal das Wichtigste. Müsste normalerweise schon noch den einen oder anderen haben. 24, ja, das reicht uns. Das ist jetzt, by the way, der letzte Encounter. Oh, da ist ein TM unter. Das ist, by the way, der letzte Encounter, den wir mir jetzt kriegen vor dem 6. Orden. Danach ist Essig. Danach gibt's nichts mehr. Also dabei einmal. So, der Mr. Drum hat was für uns. Oder möchte uns was sagen. Auf Route 120 haben wir, wie gesagt, besagten Encounter. Muss er aber jetzt erst anschauen, was da alles gibt, okay? Auf Route 120 können wir fangen. Okay. Altaria Absol trifft Sepili, Schnurgast, Skuntank. Wie heißt das auf Deutsch? Irokex, Winshu. Die anderen drei kenne ich jetzt auf Deutsch nicht, aber es ist wurscht, aber noch für Altaria. Freunde der Sonne, das wird ein Altaria. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Weiß ich nicht. Das wird ein Altaria werden. Müssen wir jetzt eine Zeit warten. Du möchtest der Schuh. Müssen wir schnell warten, bis das da was aus dem Texten aufspringt. Das war keins. Ich will ein Altaria haben. Das war auch keins. Kannst du nur durch Bewegen triggern. Ja, das macht nichts. Das war auch keins. Das ist wieder keins. Denken wir schon, dass das ein wenig seltener ist. Das scheiß Gun-Tank. Auf alle Fälle wieder Topschutz rein. Das war's auch nicht. Das war das Stahlviech, das komische. Ja, es kann jetzt ein wenig dauern. Aber das macht nichts. Nimm halt die Stinke. Nein, das ist scheiße. Skuntank brauche ich nicht. Ich nehme doch kein Skuntank, nicht wenn ich Altaria oben kann. Ich verstehe die Frage nicht. Price habe ich die Ehre. Das war Schnurgast, okay. Jetzt haben wir fast alles durch. Price ist fit bei dir. Kommt das überhaupt? Über den Dexnav ist die Frage. Obwohl Absol eigentlich auch geil. Ja, aber gerade bin gerade bei der Tier einer. Sehr gut. Dann wünsche ich dir einen erholsamen Abend.
Mei, was ist denn mit dem Viech, ha? So waren sie so gefühlt überall. Da kommen nur Scantrings. Das ist mir verarschen eigentlich. Ah, das war's aber auch nicht. Das war es auch nicht. Das war Winshu. Bei dir auch ist klar, ja, bei mir fällt nichts. Wir haben zwar heute schon 2 Verluste in Kauf nehmen müssen, aber die Lok ist noch am Leben. Wir warten mit uns jetzt halt schon langsam für den 6. Orden und dann schauen wir mal, wie es am Ende des Tages ausschaut. Ah, das ist ein Skalik, okay. Wie Verluste? Ja, wir haben 2 Pokémon verloren. Wir haben 2 Pokémon verloren. Wir suchen uns jetzt gerade aktuell ein Altaria, was es hier zu fangen gibt. Aber wir kriegen irgendwie nur die Stinktiere, das hilft ja nicht. Also das ist Irokex, okay. Ich bin jetzt aber tatsächlich echt am Überlegen, ob wir nicht sogar das Stahltyp-Pokémon nehmen. Wenn wir es noch mit Trigger kriegen, weil die Stahltypen sind bekanntermaßen auch ziemlich gut. Ja, weil ich wieder nur der Scheißhändel gewinnt. Das war ein Wolkenvogel, genau. Der war halt OP, weil er ein Feentyp ist. Das Viech raubt mir meinen letzten Nerv. Schauen wir mal, was das ein bisschen eingrenzen kann. Okay, oder auch nicht. Da ist uns. Nein, jetzt ist mir das Ding ausgekommen. Ja, da war er uns gewinnen. Ja, okay. Jetzt bin ich leider vom Stick abgerutscht. Sonst hätten wir es eh schon gefangen. Oder hätten wir schon einen Countdown können. Und was treibt ihr so an dem schönen Nachmittag? Oder Abend, muss man sagen, besser gesagt. Diese Altaria möchte ich aber jetzt eigentlich schauen, weil das kann da den Verlust von Garados wieder so ein bisschen kompensieren. Urlaub genießen und nebenbei Kingdom Come Deliverance spielen. Sehr gut. Jetzt hat sie noch einen zauberhaften Plan auf, Mr. Ungi. Dann genieße auf alle Fälle deinen Urlaub. Schmarrn Ungi, sag ich schon. YBO. Sorry. Mehr Urlaub ist bekanntermaßen mehr gut.
Ja, wenn ich jetzt mal so dran denke, dass ich nächste Woche um die Zeit schon wieder arbeite. Da war der Absol. Absol war halt aber eigentlich auch brutal. Nein, ich mag definitiv Altaria. Der erste Gedanke ist meistens der bis okay, Garados, und was war der zweite, was gesterbselt ist? Kokowai. Kokowai hat leider daran glauben müssen. Aber ich darf jetzt wegen dummen, dass wir jetzt die scheiß Altaria irgendwie kriegen, weil sonst schaffen wir 6 Arena-Leiter halt nicht mehr. Okay, wenn ich jetzt bis halbe keine Altaria nicht finde, dann fangen wir was anderes. Wie gesagt, der Verlust von Kokowai ist nicht so schlimm, aber der von Garados ist halt derbe. Weil zwischenzeitlich war es dann sogar so, dass wenn... Wir haben eigentlich nur... Wir haben es eigentlich... Die Nuzlocke nur aus einem Grund weiter, weil wir am Ende noch gekrittet haben. Sonst hätte uns das Relaxo komplett zerstört. Ich sag schon, wenn wir auf Random in das Groß gehen, da ist eins. So, jetzt idealerweise nicht wieder abrutschen. Nice! Ladies and Gentlemen, Altaria. Wolke 7 hat das Ding, okay, das hilft bei jetzt ein wenig weniger. Die eigentliche Frage ist wie schwäche die ein bisschen. Mit Big Mom Money haben wir da auf der sicheren Seite. Könnt ihr euch schon mal an der Stelle Spitznamen überlegen, okay? Ich hab einen im Kopf, wenn's war. So, der muss auf alle Fälle mal paralysieren. Ich habe einen Altair, eine andere Erinnerung. Ja, da hast du einen kleinen Buchstabendreher drin. Aha, ja, das ist so zauberhaft, dass du da deine Paralyse heilen kannst. Flauschi. Sollte man, warte mal, ist das ein Mandel oder Weibe? Das ist ein Mandel. Sollte man Matz nennen, man. Ja, wobei das da aber eigentlich nicht so wirklich passen, oder? Jetzt idealerweise nicht mit Ladestrahl füllen, das war's. Prio 1, ja, das ist schon nicht sauber. Flausch, mir kann man theoretisch allround technisch Flauschknädel nennen. Einfach der Vollständigkeit über. So, probieren wir das Ganze nur mal, weil wir haben jetzt keinen Boost nicht gekriegt. Das heißt, ein Crit würde... Oh, ein Crit darf aber killen. Jetzt werfen wir mal einen Ballen, damit wir mal sehen, wie es sich fangen lässt. Ja, wahrscheinlich wird das jetzt noch nicht eingehen, aber... Kriegen wir schon. Ja, das haben wir schon fast gedacht, dass das passieren wird. Gut, das können wir aber ganz anders machen. Der ist nicht flauschig, sondern fluffig. Ja, das kommt ja aufs Gleiche im Endeffekt. Und dann kommt der fucking Missklick aus der zugefrorenen Hölle. Wo ich statt wechseln
auf Fluchtdruck. Und somit geht der Encounter durch die Lappen. So kann man es natürlich auch versaubern. Ist eh klar. Das war der Missklick aus der zugefrorenen Hölle, meine Freunde. Noch einen schlimmeren Zeitpunkt für einen Missklick kannst du eigentlich nicht. Ja doch, kannst du schon treffen, aber... Ja. DSC Boost. Mhm, ja. Trifft auf alle Fälle auf mich zu. Definitiv. Ja, halt läuft's nicht. Es ist halt, weiß ich nicht. Erst fange ich RNG des Todes und jetzt Missklick genug. Und das war eigentlich die ganze Suche immer sonst. Den Stream hat's nicht gegeben. Ja, scheiß auf das mistige Arschloch drum, das braucht kein Mensch nicht. Das Leben ist hart für eine Frau mit Bord. Genau. Dafür kriegen wir jetzt einen fucking Sumpex nicht. Für all diejenigen, die sich schon immer gefragt haben, warum ich mein Sumpex Broly genannt habe, das wird's bald erfahren. Wahrscheinlich sogar heute noch. So. Wenn man schon ein Encounter durch die Lappen geht, dann los mir wenigstens jetzt den 6. Orden noch zauberhaft überstehen. So, mehr Encounter kriegen wir jetzt dabei nicht. Weil es nicht weitergeht, solange wir den 6. Orden nicht haben. So. Das heißt, wir werden jetzt noch kurz Teambuilding machen und dann schauen wir uns den 6. Orden noch an. Aber davor kann man uns die TM da hinten ergeiern. Achso, ja, okay. Oder nicht. Wichtig, ich kann es nicht deuten, was. Ich kann es nicht deuten, was der Satz ausgeschrieben heißen soll. Ach so. Okay. Ja, gut. Kein Schiff. Schiff oder Bad. Angel, merci für deinen Lurk, Kabadieri. So. Ein letztes Mal Teambuilding für heute. Wir haben nämlich jetzt die liebe Wiebke auf dem Zettel und ich glaube, das wird böse. Wir fangen mal, wie gewohnt, immer am Anfang an. So. Die liebe Wiebke hat ein Team bestehend aus Panzer Eron, das was wir selber haben, Kramchef, jetzt weiß ich nicht mehr ganz, das komische Viech aus der 5. Generation, wie hat denn das geheißen? Das Psycho-Flugviech, Mr. Sideching, wie hat denn das geheißen? Weiß ich nicht mehr. Garados, ja genau, Talonflame und Altaria. Und Altaria hat eine fucking Mega-Entwicklung. Oh Gott. Freunde, ich sag's euch jetzt mal ganz ehrlich, wie sie ist. Ich glaube, dass wir... Also ich glaube, dass das jetzt mit Abstand der schwerste Kampf wird, den wir bisher gehabt haben. Okay, wir brauchen auf alle Fälle Sumpex. Wir brauchen ein Panzer Eron fürs Altaria. Das Altaria hat die Fähigkeit... Pixel, also in der Mega-Entwicklung von... hat das Feenschicht. Was heißt, dass alle Normalangriffe zu Feenattacken werden. Panzer Eron kann als Stahltyp aber da gut dagegen gehen. Sumpex brauchen wir sowieso, weil wann brauchen wir Sumpex bitte nicht? So, Landturn, aufgrund der Tatsache, dass er Elektro- und ein Wasser-Pokémon ist und eine relativ gute Coverage gegen vieles von dem Zeug da hat, ist das schon mal auch nicht so verkehrt. Okay? Dann werden wir brauchen unser, vermutlich Heitera, brauchen wir Heitera in dem Spiel? Ja, brauchen wir, weil das tankt nämlich das komische Psycho-Dingens da komplett aus. Im Worst Case. Dann brauchen wir, oh fuck, wir brauchen was gegen das Garados. Was tun wir gegen das Garados, ist die Frage.
kann man mal schauen, ob Lapras Gefriertrockner lernt. Das ist wirklich ein Attack, das ist kein Scheiß nicht. Weil das Gyarados hat nämlich eine Wakan-Beere. Das heißt, der Elektroattacken werden um 50% abgeschwächt, wenn man eins auf das Gyarados einsetzt. Weil Gyarados ist ja vierfach schwach gegen Elektro. Aber mit Gefriertrockner kann man da tatsächlich sogar dagegen gehen. Wir haben eine Panzerhaut, was uns gegen Crits, glaube ich, schützt. Wenn ich das richtig sage, ist das ein Tatsachenbericht. Wert generische Volltreffer ab, das ist schon mit zauberhaft. So, das heißt, wir müssen noch einen Slot füllen, aber mit was füllen wir den Slot? Ist die Frage. Ich darf jetzt sagen, ich darf gerne mein Gyarados mitnehmen, aber mein Gyarados ist ja tot, bekanntermaßen. Eventuell kann uns da sogar mal Villiers helfen, wobei, nein, Villiers hilft uns so einen fetten Scheiß. Dann nehme ich Latios mit, weil Latios doch relativ zügig unterwegs ist, meine ich. So, wir haben ein Level Cap 50. Das heißt, wir tun einmal alles auf 50. Am besten jetzt bei Hytero auch noch verklicken, damit wir es nicht mitnehmen dürfen. Das darf jetzt perfekt ins Battle passen, wenn es mich fragt. So. Also, da haben wir ja schon Gefriertrockner. Das ist eine zauberhafte Geschichte. Sehr gut. Gefriertrockner weg für Abgesang, da jetzt mal schwer behaupten. Der Giftfrosch, Corazon wegen Gestein, ist eigentlich der letzte Votings aufgelöst worden. Gute Frage. Ja. Hab ich, Mr. YBO, die haben wir aufgelöst. Nein, nicht Wasserquill. Das Psycho-Pokémon. Das komische, weiß nicht, hat so, schaut aus wie so, weiß ich nicht, wie so Hieroglyphe schon fast. Ich weiß nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt. Bodyguard, ja, nein, das brauchen wir nicht. Kommt der Mr. Verb und der Mr. Price einmal mit ins Team. Ja, das ist ja auch mal zauberhaft. Hydropumpe ist zwar nice, wird man aber mit Surfer entgegnen. Ja, genau, so wie Eiseskälte den größten RNG-Move ever. Hernehmen wir das. Sympholara ist, genau. Sympholara. Okay. So, jetzt müssen wir noch Item-Tuning machen. Broly kriegt in diesem Fall jetzt einen Sumpex nicht. Das ist aber hoffentlich sowieso klar. So, Sumpex Need ist drin. Das passt. So, jetzt ist die Frage, ich glaube, also ganz ehrlich, ich sag's Ihnen jetzt mal freiwillig, wie es ist. Ich glaube, ich lerne meinen Panzer Aeron erstens einmal Toxin. Und mein Lapras Surfer. Lapras Surfer und Panzer Aeron Toxin. Und dann ist die Frage, ob ich auf Panzer Aeron eher Beulenhelm spiele oder Überreste. Wobei ich glaube eher für Beulenhelm gehe. Ich glaube, ich lasse auf Panzer Aeron tatsächlich sogar einen Beulenhelm. Weil warum nicht? Schott uns ja nicht. Jetzt pass auf, was haben wir denn attackentechnisch noch für einen Mr. Price? Feuer, Scheinwerfer, Genesung ist gut. Feuerohren und Heilwoge ist ein kompletter Schwachsinn. Aber was soll ich sonst... Was soll ich machen? Was haben wir da?
kann man ja mal surfen lernen, weil dann haben wir zumindest mal einen Wasserangriff. Und mir greift man ja speziell an, bekanntermaßen. Dann kann das scheiß Heilbogen mal weg. Wir brauchen mal halt einen gescheiten Drachenangriff. Das war halt einfach zauberhaft. Aber da haben wir leider nichts. Ladestrahlgang noch. Das ist was, damit können wir arbeiten. Mit Ladestrahl können wir arbeiten. Das ist einmal eine zauberhafte Geschichte. Scheiß auf Feuerodem. Feuerodem ist ein richtiger Schmutzangriff. Gut. So, wie wir wissen, leidet sie mit dem Panzer R und das heißt, da können wir zwangsweise sowieso nicht um Landtor rum. Ich möchte jetzt nur mal schnell schauen, was das... Das kann Eisenschädel, Brave Bird, Stealth Frog und... Oh Gott. Ja, das wird intens, das kann ich jetzt schon mal versprechen. So, jetzt muss man noch schnell den Set achten. 8 Arena-Leiter war jetzt schön an der Stelle, aber da haben wir noch ein wenig weg. Jetzt machen wir noch einen 6. Arena-Leiter und dann schauen wir mal, wie der Tag heute endet. Wie geht's deinen Hosen? Denen geht's gut. Die haben zauberhaft am Chillen. Die haben richtig gut unterwegs. Ach, da war... Ach so, okay, ja, da war... Ich wollte gerade sagen, irgendwie müssen wir in die Arena auch noch kommen. Deine Katzen geht's auch gut, das hört man gern. Mehr wohlgesonnene Flauschknädel haben mehr gut. So. Weg mit dem Viech. Den erst. So. Soweit ich weiß, waren im Original alle Trainer da drin optional. Schauen wir mal, ob das jetzt auch noch so ist. So. Traust du oder traust du nicht? Du traust dich nicht, das ist gut. Ah, aber sie traut sich, okay. Oh! Vor allem müssen wir sie zweimal dodgen. Moin, hast du als... Was? Moin, du hast als Game ausgekommen. Ja, das ist... Und weiter? Jeder Pokémon-Streamer streamt in der Kategorie. Alles gut. Und habe die Ehre, abgesehen davon. So. Ist normal, dass du quasi bei Pokémon, egal was du spielst, immer in der aktuellsten Kategorie bist. Also in der Kategorie vom aktuellsten Game, so muss man sagen. Brauchst also keine Bedenken haben, dass da irgendwas falsch läuft. Warte mal, kann man... Wollte ich gerade sagen, den kann man einfach ausgeben. Ja, alles gut, alles gut. Ich wollte es nur erklärt haben. Also bei Pokémon, das ist auch seitens von Twitch akzeptiert. Ja? Der Kontext muss derselbe sein, aber Spiel ist, solange das Spiel was mit Pokémon zu tun hat. Okay. Das Trainer-Dodgen haut erstaunlich gut hin. So, da haben wir wieder einen, der wo... Ah, nur ein Sumo, okay. Okay, das ist der letzte, den wir dodgen müssen, tatsächlich. Das einzige, was falsch läuft, ist der Sei. Ja, richtig. Der läuft auf geschubster Basis. Okay, alle Trainer gedodgt, Freunde der Sonne. Jetzt machen wir eine Umfrage. Monkatz, habe die Ehre. Grüß dich Gott. Freunde, uns steht womöglich der wohl schwerste Kampf im bisherigen Run vor. Ich glaube, dass das alles andere wieder einfach wird. Ich glaube, dass sie jetzt massiv viel nicht believen werden. Aber trotzdem.
2 Minuten Zeit. Freunde der Sonne, stimmt's ab. Schaffen wir's, Zwiebke, den 6. Arenaleiter Deathless zu machen. Haut's in die Tasten. So, dabei gehe ich noch mal alles durch, ob das so passt, wie mir das denke. Also, Mr. Flash. Überreste, Hand drauf, nimmer, passt. Und das Moveset passt auch. So, Beulenhelm auf Panzer Aeron passt auch, sowohl als auch das Moveset. Nimmer. Sumpex nicht auf Sumpex, wichtig und richtig. Überreste auf Altaira gibt sowieso nichts anderes nicht. Donnerwelle auf Altaira ist, glaube ich, gar nicht einmal verkehrt. Ja, lass mal. Da haben wir noch was. Zauberwasser auf Lapras ist zwar zauberhaft, bringt uns aber nichts. Ich will auch hier Überreste haben. Damit ja nichts passiert. So, und der Mr. Price, der hat normalerweise auch noch einen Megastein. Richtig. Es ist in diesem Fall sogar völlig irrelevant, weil man kann nur eine Mega-Entwicklung pro Kampf machen. Deswegen müssen wir jetzt da umswitchen. Aber die Frage ist, da gehen wir auf den XP. Ja, Nein. Da machen wir was anderes. Da gehen wir Zitrobeere her tatsächlich. Bringt uns an der Stelle sogar mehr. Ich hoffe, du schaffst es diesmal. Wir glauben an die und das Herz der Karten. Ja, voll Sie vor allem das Herz der Karten wird es ausreißen bei dem Spiel. Kann nur wer nicht voten? Ich sage und lese und höre jetzt nichts. Ich geh nimmer auf das, wo ich die herkomme. Also, so wie ich das sage, votet, habt ihr fleißig gewotet. So, sie liegt mit Panzer Aeron. Das heißt, mir liegt man mit Lanturn. Es war bisher ein sehr intensives Unterfangen. Wir haben 2 Pokémon verloren und wir jetzt noch mehr verlieren, weil Dwiebke wahrscheinlich der absolute Brecher ist in dem Spiel. Ja, werden wir sehen. Auch das absolute Highlight aus einem Kinderkartenspiel. Sei hat 10-mal gewotet, weil sie ihm nicht angezeigt worden ist. Ja, RIP, wenn ich jetzt nicht das schaffe, was du gewotet hast. Ich bin tatsächlich ein bisschen nervös. Es kommt nicht oft vor bei Pokémon. Aber nachdem ich ihr Team gesehen habe, bin ich fucking... ja, unsicher. So, Prio 1 und Run am Leben halten. Ich hab's by the way falsch geschrieben. So, Panzer Aeron kommt. Panzer Aeron hat die Fähigkeit Robustheit, sprich, das kann nicht One-Hit KO'd werden, solange es volle KP hat. Wird aber jetzt in dem Fall nicht so dramatisch sein, weil wir können Panzer Aeron sowieso mit Lanturn wahrscheinlich eher nicht one-shotten. Ja? Tarnsteine kämmern. Gott sei Dank haben wir keine Flug-Pokémon mehr im Team, außer Latios, wobei dieser Drachen-Pokémon ist. Okay. Es war ein Crit. Normalerweise darf man das niemals one-shotten können. So, die Frage, die ich mir jetzt stelle an der Stelle, soll die jetzt eigentlich auf Volt-Switch gehen? Eigentlich nicht. Müsste die an der Stelle eigentlich nicht tun, nachdem ich auf meinen gesetzt habe. Ich kann da eigentlich drin bleiben tatsächlich. Beziehungsweise, was bringt Volt-Switchen an der Stelle? Wenn ich, angenommen ich da jetzt nicht Volt-Switchen, dann kommt normalerweise Gyarados ins Spiel. Weil Gyarados hat Erdbeben. Erdbeben ist der einzige Angriff, bei der in dem Fall Lanturn schaden kann. Und ich habe ein bisschen defensive Investment und voll KP. Plus es ist nicht Stab.
Das heißt, mein Landhund könnte oder sollte eigentlich locker einen Erdbeben tanken und da kann die wohl zwischen. Das ist eigentlich fast der schlaue Play. Da gehen wir jetzt einmal für Donnerblitz auf alle Fälle, damit das einmal klar ist. Die Frage ist, was wollt wechseln noch? Ich kann Aussie wechseln. Okay, Panzeron ist down, alles gut. War aber zugegebenermaßen auch das kleinste Übel der Dinge, ja? Garados, okay, das war zu erwarten. Das hat mich droht, deswegen ist eigentlich gut, dass ich nicht ausgewechselt bin, weil jetzt wird mein Angriff nämlich von einem anderen Pokémon nicht vermindert, was vielleicht von Relevanz war. Das Problem ist, dieses Ding beherrscht auch Drachentanz. Voltwechsel wird an der Stelle hundertprozentig nicht killen, aufgrund der Anti-Elektro-Beere, die das Garados druckt. Aber im Gegenzug wird mich wahrscheinlich auch kein Erdbeben killen, solange er mich nicht crittet, weil ein bisschen Defensiv-Investment und volle KP-Investment. Also, und es ist nicht Stab, noch dazu. Das heißt, jetzt wollt switchen und dann in den Mr. Verb gehen und mit Lapras dann das Garados killen. Sounds like a plan. Er macht sogar die Dance, okay? Das hätte man ahnen können. Beziehungsweise, nein, eigentlich nicht. Ja, das wird halt natürlich nicht killen. So, dieser Boy ist jetzt definitiv schneller als mein ganzes Team, aber deswegen haben wir einen Mr. Verb mit dabei. Ah ja, da war ja was mit Tarnsteine, richtig. Mit Freeze Dry müssen wir... Oh, er ist Greeny. Okay, nice. Garados ist raus. Gefriertrockner ist auf Wasser-Pokémon sehr effektiv. Und da das Wasserflug ist vierfach effektiv. Das heißt, das Garados ist raus. Und deswegen habe ich vorher gesagt, Drachentanz zum Setzen ist halt nicht ohne. Ja, du kannst halt relativ schnell davon gepunished werden. Das ist ziemlich gut für mich. So, jetzt kommt Kramchef. Was macht Kramchef an der Stelle? Das ist die entscheidende Frage. Was macht Kramchef? Kramchef hat die Scope-Linse, also die Großlinse, plus die Fähigkeit Superschütze. Großlinse erhöht im Endeffekt die Chance, einen Volltreffer zu landen. Und die Fähigkeit Superschütze erhöht den Schaden von Volltreffern. Okay? Dieses Kramchef beherrscht zudem Attacken wie Nachthieb, wo die Volltrefferquote erhöht wird. So, jetzt kommt der Plot-Twist, der mir jetzt eigentlich in dem Moment erst auffällt. Wir haben eine Fähigkeit auf Lapras, die Volltreffer negiert. Das Blöde an der Geschichte ist nur, dass Kramchef hat leider Gottes auch Donnerwelle, wo es wahrscheinlich jetzt auch einsetzen wird. Warum ich jetzt eigentlich noch Regentanz beherrsche, fragt's mich nicht. Aber am sichersten bin ich jetzt an der Stelle drin zum bleiben und Eisstrahl zum Drucken und schauen, was passiert. Mach sogar Sturzflug. Ich bin, wie gesagt, von Volltreffern geschützt. Es macht guten Schaden. Nice. Der Mr. Verb macht sich bezahlt. Fiaro. Fiaro ist von Typ Flugfeuer. Und Fiaro hat die Fähigkeit... Oh, leck, was ist denn Gale Wings? Was ist denn die Fähigkeit Gale Wings? Leute, das muss ich jetzt kurz einmal schauen, was Gale Wings ist. Was ist Gale Wings und vor allem, was macht Gale Wings? Orkanschwingen. Ah. Das ist eine Fähigkeit, die seit der 6. Generation existiert. Es ist außerdem die Spezialfähigkeit von... Ja, was machst du? Steigert die Priorität aller Flugattacken des Anwenders um 1. Okay, also Flugattacken wären Prioritätsangriffe, okay? Okay, aber das boostet jetzt keine Attacken. Das ist einmal gut zum Wissen. Okay, das Ding hat priorisierterweise Flugattacken. Es wird aber auf keinen Fall für Flammenblitz gehen. Das war unsinnig. Das hätte überhaupt keinen Sinn nicht. Beziehungsweise kannst du überhaupt Flammenblitz? Wahrscheinlich schon. Du kannst Sturzflug, oh Wunder, Flammenblitz,
Irrlicht. Ah, und du hast Ding. Ruheort, okay. Das heißt, das ist eigentlich in 90% oder ja, in 90% der Fälle ist das jetzt ein Sturzflug. Und der Rest ist Will-O-Wisp. Das heißt eigentlich, durch das, dass eigentlich mein Landkorn noch relativ healthy ist, tank ich Sturzflug und Hitzewelle damit aus. Hitzewelle sage ich. Flammenblitz. Ja, sicherste Place to switch in Landkorn. So, wie viel Schaden gibt es? Oh, es macht aber schon sehr guten Schaden, gell? Das muss man jetzt so schon mal sagen an der Stelle. Ich überlebe aber auf jeden Fall noch einen Hit. Obwohl ich jetzt tatsächlich... Moment einmal, ich bin jetzt... Lass mich mal luren. Panzer brauche ich, das muss healthy bleiben. Definitiv. Jetzt ist, was ich jetzt überlege, ist, ob ich mit Donnerwelle den Speed von dem Ding einbremse oder lieber auf den Damage gehe. Für den Fall, dass er nochmal für Sturzflug geht, killt er sich wahrscheinlich selber. Deswegen bleibe ich jetzt mal auf Donnerblitz. Okay, er geht auf Sturzflug. Bitte tankt das Ding jetzt. Okay, nice. Das müsste der Kill sein. Easy. Sympholader, okay. Jetzt kommt unser bester Spezialangriffstank EU West Big Mom zum Einsatz, weil das Ding greift nur speziell an. Psychogenese, Hurricane, also, wie heißt denn das auf Deutsch? Ich bin so competitive gesteuert, dass ich die deutschen Namen teilweise nicht mehr weiß. Orkan, Zauberschein und Eisstrahl. Also, das ist definitiv Big Mom, da gibt's gar nichts. Du kannst nebenbei als Setup-Move benutzen. Hornstein ist relativ. Ja, hey, das ist halt. Hytira ist nicht ohne Grund eins der besten Nuzlocke-Pokémon, die es auf dem Markt gibt, wenn man so will, ja? So. Ich habe jetzt da ewig viel Zeit. Ich muss überhaupt nicht rushen. Oh fuck, das war ein Fehler. Weil. Ah, okay, doch nicht. Der Mann, das hat Dingens. Es hat ein Lebenorb, okay. Alles klar. Ich meine, das hat Synchronität. Ja, das Setup wir uns ein bisschen. Alter, das Ding ist ja ausgebaut. Okay, das war gut. Ich wollte gerade sagen. Wait, ist es schlau? Ist es schlau an der... Ja, nein, ist eigentlich völlig egal. Das passt schon. Es ist völlig egal. Ich habe ja Panzer Aeron. Ah, jetzt verwirrt er mich, okay. Jetzt schaue ich mir, dass ich die Verwirrung wegkriege, bevor das Altaria kommt. Freunde der Sonne, Altaria wird böse, okay? Der Kampf ist noch lange nicht um. Obwohl es eigentlich ziemlich gut ist, dass das Ding jetzt Hypertrank macht, weil dann habe ich mehr Zeit, mich zu setupen. Das ist eigentlich richtig gut, dass sie das gemacht hat. Das ist zauberhaft. Okay, nächster Boost. Können wir noch mal einen Boost haben? Also plus 4 Attack war halt sauerhaft, gell?
Also Special Attack offensichtlich. Nice. Plus 4 Special Attack. Das ist schon ziemlich zauberhaft. So. Da ist Altaria. Dieses Ding ist ihr absoluter Berserker. Das Ding wird jetzt gleich eine Mega-Entwicklung vollziehen. Und wahrscheinlich Drachentanzdrucker. Das heißt, ich werde jetzt diesen Zug verschwenden, um Donnerwelle... Moment einmal, kannst du irgendwie heilen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nur wenn du wechselst, du kannst nicht mehr wechseln. Das ist gut für mich. Das heißt, wir werden jetzt da definitiv auf Donnerwelle gehen, damit wir mir das Ding auf alle Fälle ausbremsen. Ich denke normal, definitiv einen Hit sollte einer kommen. Das nenne ich Flauschknädel. Es macht jetzt schon Erdbeben, okay, das denke ich aber nicht. Ja, das ist easy, okay. Gut, wir haben das Ding auf alle Fälle paralysiert. Das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es kommt jetzt entweder Drachentanz oder nochmal Erdbeben. Wenn nochmal Erdbeben kommt, kann ich jetzt für Schallwelle gehen. Und müsste dem nächsten Zug raus. Und wenn jetzt Drachentanz kommt, muss ich eigentlich im nächsten Zug sowieso aussehen, okay. Bin immer noch schneller als Altaria. Boah, leg mal mir viel Schaden. Bist du bescheuert? Du bist nicht in Heal Range, du bist zwar jetzt auf plus 1 Attack und plus 1 Speed, aber durch Parallel. Ich kann sogar noch schneller sein, wenn es gut läuft, halt die nicht einmal mehr. Und wenn, dann muss. Okay, sie halt, nice. Das soll ja eigentlich GG sein. Jetzt muss sie für Ruheort gehen, damit sie sich wieder entgegenheilen kann. Easy! Deathless! Nice! Alter! Alter OP! Boah! Also Deathless Wiebke gegen das Team. Also ganz ehrlich, eigentlich wollte ich eine Umfrage machen, Vibe, ja oder nein. Also das ist jetzt mal mehr als wir gut gelaufen. ich vote nicht mehr mit, okay, Mr. Price. So doch nicht. So doch nicht. Ja, Leute, den 6. Orden, den lassen wir uns aber hoffentlich schon schmecken, gell? Oh, lecker. Wie gesagt, es tut mir leid für die Tode, die wir iPhone haben müssen, aber ich hab's nicht. Wir vorher gegen Kalle, das hab ich nicht. Ohne Scheiß, wir können froh sein, dass wir den Nuzlocke überhaupt noch am Leben erhalten haben können, ja? Wenn mein Panzer Aeron auf das Relaxo keinen Volltreffer landet, ist dieser Nuzlocke beendet. Dann kämen wir an dem Relaxo nicht vorbei. Das war in der Situation, wenn du dreimal von RNG von hinten penetriert wirst, dann kannst du froh sein, dass du überhaupt noch so rauskommst. Aber ich denke, eigentlich ist bewusst, dass ich sehe eine Sachen, wenn ich Pokémon abwirf oder verliere, dass ich das natürlich nicht bewusst mache. Okay? So. Leute, für heute gelangt's mir. Okay? Ich glaube, es ist ja jeder auf seine Kosten ein bisschen gekommen. Was okay? Ich gehe einmal davon aus. Abgesehen davon von den Leuten, die ihnen die Punkte nicht, wo Punkte verloren haben. So. Erst einmal Gratulation an alle, die beliebt haben, dass ich das Deathless schaffe. Ich hätte es nämlich selber nicht geglaubt, aber die Punkte habt ihr verdient, okay? Heute haben wir Knurrblut, glaube ich. Ja, heute haben wir Knurrblut. Ja. Wie gesagt, Garados zum Verlieren, das sitzt tief. Das sitzt ganz, ganz, ganz tief. Weil Garados hat uns durch
den kompletten Run bisher immer wieder mal gecarried. Aufgrund auch der Fähigkeit von Hochmut. Das tut man tatsächlich, das wird mir morgen wahrscheinlich noch weh tun, ja, dass wir Garados verloren haben. Aber sonst, unterm Strich, ich muss einfach froh sein, dass der Run nach allem noch weitergeht. Ja. Wie gesagt, dass wir Deathless dann noch aus der Wiebke rausgängen, das hätte ich jetzt sowieso nicht mehr für möglich gehalten. Die Maike habe ich gar nicht so geschichert. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist, nachdem ich ihr Team gesehen habe, weil ja das Team immer dasselbe ist, das war eigentlich sehr confident. Das hat eigentlich fast nicht schief gehen können. Gut, außer wo Galoppa Hypnose statt Stromschuss drückt. Aber das Ergebnis letztendlich ist dasselbe. Aber Kalle, sei Relaxo und eben Dwiebke mit ihrem gesamten Team, das waren einfach so die Dinger, wo mir gedacht habe, okay, die töten den Run. Aber ich kann euch schon mal einen kleinen Vorspoiler geben. Der 7. Arena-Leiter ist ein Doppelkampf. Und ihr wisst, was Doppelkampf bedeutet. Ja? Der 7. Orden, da haben wir noch ein bisschen hin, das wird man nächstes Mal wahrscheinlich auch noch nicht schaffen. Aber Leute, der Run geht weiter, immerhin. Weil es schon wurscht ist. Ein Gaming-Wissen möchtest du noch haben. Ja, das kriegst du natürlich noch. Für das haben wir jetzt auch noch Zeit. So, Mrs. Wifey, du kriegst Gaming-Wissen. Unnützes Gaming-Wissen, soll ich sagen. Ja, da haben wir wieder den heiligen Gral des Wissens. Ne? So, der Mr. Herbert hat letztes Mal einen nicht ganz so falschen Einwand gebracht. Wir sollten doch bitte schon von vorne anfangen, weil sonst verlieren nämlich irgendwann einmal den Überblick, was ich schon mal vorgelesen habe und was nicht. Ja? Also fangen wir mir jetzt am Anfang an. Ja? Bei Nummer 1. Aufgepasst. Das finnische Entwicklerstudio Rovio kam durch die damals grassierende Schweinegrippe auf die Idee, Schweine zu den Gegnern in Angry Birds zu machen. Wissen wir das auch wieder. Also, der Schweinegrippe haben wir es zum Verdanken, dass Angry Birds Schweine als Gegner haben. Zauberhaft. Wifey, danke dir. Ich hoffe, es hat ein wenig schlauer geworden durch das. Hast du Garados freigelassen? Nein, ist auf einer separaten Box gelagert, wo es nicht mehr verwendet werden darf. Ja. Man kann es auch freilassen, logisch, klar, aber den Aufwand machen wir nicht, da bin ich ein wenig faul. So geht's weiter. Der 4 im Pyroberg und einen anderen Bosskampf. Du meinst am Schlottberg, meinst du jetzt wahrscheinlich, oder? Das spielst du am Handy, ja? Da kannst du jetzt immer wieder auf das Wissen zurückgreifen. Hey, da war die Schweinegrippe dafür verantwortlich, dass Schweine die Gegner hat. Ja? Sagst du das? Wir haben einen Bildungsstream jetzt, okay? So, Freunde der Sonne, es ist 5 nach 7. Wir haben ein kleines bisschen überzogen, aber das ist ja völlig okay. Nächster Stream, vormerken, da lasse ich nichts dazwischen kommen, das verspreche ich euch. Samstag, 18 Uhr, God of War, okay? Wir streamen am Samstag ein bisschen länger, wahrscheinlich so bis um eine 9, 10 umeinander. Was ich auch schon mal vorspoilern werde, wir werden dann danach zur Yassi raiden, weil die macht am Samstag auch einen 24-Stunden-Stream und sowas supporten wir natürlich äußerst flauschig, ja? Das ist aber hoffentlich sowieso klar. Also vormerken, Samstag 18 Uhr, God of War. Der Berg ruft, habe ich gehört, okay? Ansonsten, wenn du neu bist, drück doch gerne mal auf den Following-Button, wenn es noch nicht da ist, der kostet nichts, aber hilft mir schwer. Wir haben 153 Follower, schauen wir, dass wir schon starten mit die 160 vollbringen. Ja, das war der not sauerhafter. Und außerdem gibt es an dem Atemzug gleich noch einen Discord-Server, da kannst du da mal drauf schauen, wenn du noch nicht drauf bist, Ausrufezeichen Discord. Gerne mal drauf kommen, schau dir dann vor allem den Meme-Channel an, dann weißt du, warum es ein guter Grund ist, auf meinem Discord-Server zu kommen. Es laufen von allerhand geschubste Leute, geschubste flauschige Leute. Da umeinander, du kannst dich mit mir unterhalten, du kannst dich mit alle anderen unterhalten, du kriegst sogar vorab mit, wann ich live gehe, ja? Welcher Tag, was für Uhrzeit, was für Spiel, sofern es Real Life nicht natürlich. Schau gerne mal drauf, bitte, Dankeschön. Samstag wird's echt happig, müssen wir vorschlafen. Wahrscheinlich. Aber es hilft nicht. Samstag hat der Bazi zum 3. Mal in Folge sturmfrei, das müssen wir fast ein wenig nutzen. Okay? So, jetzt schauen wir mal, wo können wir denn hier raiden? Schauen wir mal. Wir kaufen noch Energy in Massen fürs Wochenende, ja, und 3 Kannen Kaffee, die darfst du auch nicht vergessen. Wir gehen mal zu Jackie, die spielt Fall Guys. Jackie ist eine Anhängerin von der, kommt aus der Marshall-Community, sagen wir es mal ja so. Die haben wir, glaube ich, noch nie geradet. Schaut's gerne mal vorbei, eine sehr sympathische junge Dame.
gerne mal ein Following da lassen, wer es nicht kennt. Und ja, in diesem Sinne, merci fürs Zuschauen. Sorry nochmal für die Verluste für eure Kanalpunkte, aber ihr wisst, das ist ein Gamble. Ja? Genau. Eng noch einen schönen Abend. Ich schleiche jetzt dann erst einmal noch in den Duschen und dann zum Grillen. Das haben wir, glaube ich, verdient. Und ansonsten sehen wir uns am Samstag wieder. 18 Uhr, Freunde, God of War. Habe die. Bis dann, für euch einen schönen Abend, viel Spaß bei der Jackie. Haut's euch rein.